geht da was? Ohne Backseat Gaming zu betreiben, das sind über 2 Jahre LUL kleiner als 3. Warum ist mein Cam jetzt kaputt? Ich verstehe die Frage nicht. So, jetzt ohne Scheiß, jetzt wenn die Cam nicht geht, dann raste ich komplett aus. Ohne Witz. Das, was ihr hier vor euch seht, ist der dreifache Super Saiyajin. Den hat noch keiner geschafft, Moment. deshalb hat es auch etwas gedauert. Let's stop it. Doch, geht schon was. Nein, da geht ja eben nix. Das sagt mir doch, dass das nicht geht. Moment einmal, da hat's was. Da hat's Gewalt. Warum ist jetzt die Cam kaputt? Ich verstehe die Frage nicht. Was? OBS, du machst mich fix und fertig. Ohne Witz. Du machst mich fix und fertig. So. Warum schaut denn das so geschissen aus? Möchtest du mich verarschen oder was? Was ist das? Ja, Freunde, bei der Weise. Ja, genau. Genau so schaust du aus, ja, richtig. Herzlichen Glückwunsch. Da geht's ja schon wieder gut an. All meine normalen Attacken stop it! werden jetzt noch viel stärker. Warum ist denn eigentlich die Musik so laut? 2. So, jetzt Moment einmal, jetzt einmal ganz langsam. So, erst einmal habe ich die an alle. Jetzt schau, jetzt kann ich schon wieder nicht einmal mehr nachlesen. Jetzt fangen wir mal ganz von vorne an, ganz ruhig. So, Yassi, merci dir, ohne Backseat Gaming zu betreiben, das All sind über... meine normalen Attacken Habt ihr jetzt einen Vogel oder was? viel stärker. Und was ist denn jetzt kaputt? 4. 2. Und was ist... Ich bin doch noch gar nicht... Schaut mal, es geht noch nicht einmal alles. Und jetzt fängt es jetzt schon an eskalieren. Was ist... Was Also für wieder- dicke Steine! Servus und jetzt mach mal heute nur an Halbtränheit. Na, den könntest du machen, wenn wir einen Boss legen. Also in 8 Jahren oder so. Soll ich wieder gehen? Soll ich einfach wieder gehen? Nein, jetzt schilt's einmal. Jetzt erst einmal habe ich die an euch alle, die schon im Chat haben. Ja, ich kann jetzt leider nicht mehr jeden einzelnen nachlesen, weil dafür habe ich dank meiner Kamera jetzt ungefähr die Hälfte überlesen. Das hilft leider nicht. Aber erst einmal fühlt euch alle herzlich gegrüßt. So, und jetzt fangen wir mal ganz von vorne an. Ja? Also, Yassi, vielen lieben Dank für dein Resub im 25. Monat. Ohne Backseat Gaming zu betreiben, das sind über 2 Jahre. Das ist gut so. Yassi, vielen lieben Dank für deinen Support. Weiterhin herzlich willkommen. Ich hoffe, du bleibst dabei und ich hoffe, dir geht's gut. Selbstspieler, merci dir für dein Prime-Sub im 3. Monat. Auch dir weiterhin herzlich willkommen. Der Herr Gutzufuß schmeißt 2 Subs einer und holt einen Unge und einen Sordon in die Basi-Gang. Vielen lieben Dank an der Stelle und viel Spaß eng zwar, falls ihr schon im Chat habt. Und dann bedankt sich aber ein bisschen beim Herrn Gutzufuß. Und dann nochmal ein herzliches Danke für 2 Abos auch vom Herrn Ripsi, der an Fluxi und an Shiranui in die Bazi-Gang holt. Vielen lieben Dank auch an dich, mein Freund. Und herzlich willkommen an euch beide ebenfalls in der Bazi-Gang. Viel Spaß mit den Emotes. Vergesst das Dankeschön-Song nicht. Und dann haben wir noch einen Herrn Billinger, der noch mit 100 Bits rotzt und meint, er muss jetzt noch einen Halbtrain lostreten, bevor es überhaupt erst losgegangen ist. Vielen lieben Dank an der Stelle. So, können wir jetzt halt einmal ganz in Ruhe ankommen. War das jetzt vielleicht... Dir ist schon eigentlich schon bewusst, dass der Boss noch nicht liegt. Ich glaube, das habt ihr mir da missverstanden. Der Boss lebt noch, wir müssen den umpimmeln. Der liegt noch nicht. Freunde, wir haben da noch einiges vor uns. Mr. Saiching ist, ich meine, dass ein paar Leute geschubst haben, das ist mir schon bewusst. Aber dass einer mindestens so geschubst ist, das hätte man eigentlich jetzt auch schon bewusst sein sollen. Aber du Vollgas-Narischer, merci dir für 10 Gifted Subs. Was für Stausen hat die heute noch gestochen, hat mich interessieren. Hat der ein wenig zu stark an deiner Birne genuckelt? Vermute ich fast einmal. Sei, merci dir für deine 10 Subs an den Haslo, an der Bierli One, Rubina Zombie, Enfield TV, Catwiesel, Tom, Speed,
Tyreus, Samitron und Aditu, vielen lieben Dank, Mr. Seitching, für diesen geisteskranken Support. Das braucht's nicht und das weißt du. Jetzt ist mir schon wieder zwider. Ne? Jetzt ist mir schon wieder zwider. Billinger Hobby. Wer Hobbytiere, grüß dich gut. Leute, Dankeschön für den ganzen Support. Vielen lieben Dank. Das muss jetzt noch nicht sein. Das heißt noch nicht, das muss gar nicht sein. Ich habe ja noch gar nichts gerissen heute. Okay? Die Gösten hab ich eingestochen, ja, scheinbar. Scheinbar. Hast das angepiekst. Schau nicht so blöd. Ja, es hilft halt nicht, wenn da einer daherkommt und mir 10 Subs reinwirft. Was erwartest du dann? Dein Glatsch oder was? Na gut, Freunde der Sonne. Jetzt passt's auf. Folgendes. Ich habe erst einmal eine große Info für euch. Wir haben einen neuen Bot. Okay? Mit der großzügigen Hilfe von Mr. YBO, der mir geholfen hat, von Streamlabs wegzukommen, haben wir jetzt umgerüstet auf einen Streamer-Bot. Ja, den haben schon einige aus unserer Community. Ich bin jetzt letztendlich auch endlich dazu gekommen, umzurüsten. Es zeigt halt bitte ein bisschen als Pilotfolge für den Bot. Es kann sein, dass manches noch angepasst wird. Es kann sein, dass das eine oder andere vielleicht noch nicht ganz so gut funktioniert. Wobei, wenn ich mir die Welcome-Sounds anschaue, funktioniert das schon mal ganz zauberhaft. Ja? Grundsätzlich bleibt alles so, wie es vorher war, nur dass wir halt jetzt nicht mehr bei Streamlabs sind, sondern halt bei Streamerbot. Das Einzige, was noch über Streamlabs läuft, sind halt Alerts. Ne? Weil die tue ich nicht weg, weil das, ganz ehrlich, den Scheiß, naja, zum Richten, das mache ich nicht. Das kannst du voll vergessen. Weil ich ungefähr 12 verschiedene Alerts habe für verschiedene Gegebenheiten. Okay? Also, lange Rede, kurzer Sinn, wir haben einen neuen Bot. Wir schauen heute mal, wie der funktioniert, ob die Commands alle so kommen, wie sie kommen sollen, wenn sie kommen. Ne? Ich werde mir dann auch ausführlich später, wenn ich Zeit habe, die nächsten Tage ausführlich die Bot anschauen und wirklich schauen, ob wirklich alles so kommt, wie ich mir das wünsche. Okay? Das ist Info Nummer 1 und Info Nummer 2 für alle, die es noch nicht mitgekriegt haben, Freunde der Sonne. Das heute wird ja hoffentlich der letzte Elden Ring Stream, aber hoffentlich auch wieder nicht. Weil wir haben letztes Mal einen Endboss kennengelernt und holy fucking shit, Freunde der Sonne, das Ding ist ein Brett. Das könnte dauern. Okay? Deswegen ist jetzt vorab, weil doch schon einige da haben, erstmal merci dafür, gleich vorab von mir die Info, ich habe die Nachricht auch angepinnt. Ne? Ich möchte den Boss solo legen. Okay? Das heißt, ich möchte keine Mimik nicht rufen oder sonstige Hilfe zu Hilfe nehmen, die mir außer mir selbst zur Verfügung steht. Okay? Deswegen war es ganz geschickt und ganz lieb von euch, vor allem, weil ich mir ganz gut vorstellen kann, dass eventuell bei dem Boss irgendwann einmal eine Salzphase kommt. Unterlasst bitte Nachrichten, so von wegen, ja, mach doch dies, mach doch das, mach halt einmal das, ruf doch das dazu, mach doch dieses. Bitte tut's das nicht. Okay? Ich weiß, glaube ich, aufgrund meiner langjährigen Erfahrung in Souls-Spielen, was ich tue. Und wenn ich irgendeine Hilfe brauche, ich sag's eng. Okay? Also bitte, tut's mir den Gefallen, unterlasst irgendwelche sinnlosen Kommentare in Form von, ja, der wird dich brechen, etc. pp. Lasst es einfach. Okay? Das war mir ein Anliegen. Ich werde schon, wenn ich irgendwas brauche oder irgendwelche Infos benötige, dann sage ich es. Meine Mods, die haben unfassbar Akribischheit, die schauen wahnsinnig stark auf. Leute, bitte nehmt's mir da ernst, wenn ich halt irgendwas Toxisches im Chat verlese, was mich um meine Person angeht oder was mein Spielverhalten angeht, ihr werdet gebannt. Okay? Ihr werdet nicht getimeoutet, ihr werdet gebannt. 14 Tage. Okay? Lieber einmal freundlich sagt, bevor es hinterher Beschwerden gibt, okay? Aber in der Regel sage ich mir, feilt ja da eh nichts. Aber wie gesagt, Mods, ihr seid informiert. Also wenn's einer meint, der muss übertreiben, schwingt eure Hämmer. Alles klar? Gut, ich glaube, dann haben wir alles geklärt. Haben wir mir Bock auf den Welcome Sound? Ja, wahrscheinlich. Gut, so was habe ich dir. Leute, vielen lieben Dank für den Hype-Train der Stufe 5. Vielen Dank für den ganzen Support eurerseits, Bazi Gang. Vielen lieben Dank. Ich weiß nicht, was ich sagen will dazu. Frage! Haben wir Bock auf den Endboss? Hey! Wer zielst du an, du dumme Sau? Ja, den werde ich brauchen wahrscheinlich heute. Ich glaub, wir sollten uns, ne? Kommt gewartet wegen deiner Ansage. Achso, sehr gut. Mr. Gutzufus, das gibt ein ganz dickes Daumen nach oben. Ja, das ist zauberhaft.
Das ist zauberhaft. Aber wisst ihr, was noch zauberhaft ist? Ich glaube, dass wir jetzt langsam in Elden Ring einschauen. Ich glaube, dass wir langsam uns der Bestie erstellen werden. Freilich auch noch nieder. Ja, also Freunde, das wird nicht so einfach. Du bringst Motivation, die nehme ich. Ich bin so toll. Ich bin der Pinkton aus Tirol. Hab ich dir sei. Dadurch, dass ich schon weiß, wer der Endboss ist, kann ich da bleiben. Tatsächlich habe ich es letzten Stream erst erfahren, wer er ist. Also mich wundert es tatsächlich, dass ich bis zu diesem Tag nicht gespoilert wurde, wer oder was der Endboss ist. Also das hat mich selber am meisten überrascht. Aber ich war halt natürlich auch entsprechend geflasht, wie er dann vor mir gestanden ist. Also war ein brutaler Moment, wenn du mich fragst. Und mir war aber dann noch 5 oder 6, ich hab keine Ahnung, wie bei Trice ich gemacht habe. Vermute jetzt einmal vorsichtig 10 oder so und dann war mir relativ schnell klar, okay. Yeah. This is big brain time. Der ist auf einer anderen Frequenz. Das Gaming-Wissen, Shadow, machen wir jetzt nicht, weil das muss man vielleicht hinter aussehen oder zwischendurch, wenn ich mal Pause brauche. Aber ja, aus Gründen. Ich möchte jetzt einfach mich langsam auf den Boss konzentrieren. Es wird jetzt wahrscheinlich die 1 oder andere Minuten dauern, bis ich voll warm gespielt bin. Also ich habe halt einen Controller zum ersten Mal in der Hand. Und ich habe gestern nicht in der Hand gehabt und vorgestern glaube ich auch nicht. Deswegen wird es wohl eine Weile dauern. Okay? Bazi ist Immortal. Na. Na. Einfach na. Aber der Fokus ist jetzt da. So, Freunde der Sonne. Jetzt nochmal ganz kurzes Recap. Ich werde es jetzt nochmal zum Ende hin, weil das wird das letzte sein, was wir in diesem DLC sehen werden, vermutlich. Gehe jetzt nochmal ganz kurz, bevor wir reingehen, nochmal ganz final auf mein Bild ein, damit ja jeder weiß, was macht der Haumdacher vor der Kamera da eigentlich, okay? Das gegebenenfalls, vielleicht für irgendwen, der was aktuell Elden Ring spielt, sollte ja ein paar geben, die wo da momentan voll addicted haben, eventuell das nachspielen oder was weiß ich, oder sich an dem Bild orientieren, okay? Also, ich spiele die blutige Rückhandklinge, das ist eine DLC-Waffe, kriegst nur im DLC, wenn du kein DLC hast, fällt diese Waffe für dich automatisch flach, okay? Ich spiele es auf Blutungsskalierung, das glaube ich, habt ihr im Laufe der letzten Streams ja deutlich mitbekommen. Mit der ganz normalen Standardasche oder mit der normalen Standardkriegsasche, die diese Waffe hat, nämlich den toten Winkel. Warum den toten Winkel? Ganz einfach. Das ist eine ziemlich starke Fähigkeit, mit der du zugleich ausweichen als auch angreifen kannst. Ja? Diese Fähigkeit hat Iframes, die kannst du quasi zum Dodgen nutzen. Alles in allem ist diese sehr schnelle Waffe und das Ziel dieser Waffe ist, schnell Blutungsschaden aufzubauen. Okay? So, dann haben wir ein Fingersiegel, das ist das Standard-Fingersiegel, was du von jedem 0 auf 15 Händler kaufen kannst, ebenfalls auf plus 25, brauche ich nicht viel dazu sagen, das Ding brauchst du, um Wunder zu wirken. Gehe dann gleich drauf ein. Dann spiele ich eine tankige Rüstung, die spiele ich glaube ich schon das ganze DLC, das ist von dem ersten Mausoleumsboss, direkt wenn du ins DLC startest, links das kleine Grabkammer da, von der droppt die Rüstung, das ist im Endeffekt das ganze Set dafür. Zu den Talismänner. Ich spiele den goldenen Zopf, der erhöht die Resistenz gegen Heiligschaden bis ans Äußerste. Also sprich, der Boss, der Radan, macht ja massiven Heiligschaden ab der zweiten Phase, mit dem Talisman wirkt man ein bisschen entgegen. Dann spielen wir die verrottete Schwertinsignie, die kriegt man, wenn man die Quest von der Millicent macht. Die erhöht die Angriffskraft von Folgeangriffen deutlich. Ja, also je öfter ich angreife hintereinander, umso mehr Schaden mache ich im Endeffekt. Dann spiele ich den Drachen-Großschild-Talisman, der erhöht einfach die komplette körperliche Resistenz. Also sprich, ich werde halt defensiver sozusagen. Meine Verteidigung bufft sich. Okay? Und ich habe den zweiköpfigen Schildkröten-Talisman noch gefunden, der erhöht meine Ausdauerregeneration deutlich. Ist, glaube ich, wenn man viel ausweichen muss, was bei diesem Boss der Fall ist, gar nicht so verkehrt. So. Dann spiele ich natürlich 13 Heiltränke, ja, die wo meine Gesundheit boosten. Da brauche ich jetzt, glaube ich, auch nichts dazu sagen. Und ich spiele die gekochte Krabbe, die ebenfalls für eine kurze Zeit meine Verteidigung oder meine Resistenzen nach oben boostet. Okay? Dann schaut mal unter meiner Cam. Dann haben wir links mein Arzneigemisch.
Wobei kann ich am Bonfire sagen, das ist, glaube ich, ein bisschen übersichtlicher. Meine Arzneimischung, ich spiele die opale verhärtete Träne. Für 3 Minuten erhöht es ebenfalls sämtlichste defensiven Werte, die ich habe. Also alles, was irgendwie Damage macht, wird reguliert für 3 Minuten. Den nehmen wir noch schnell mit. Jetzt hob I was verbasst, oder? Nicht wirklich. Servus an alle Dabats, 1 Herz Dabats, 1 Herz Dabats, 1 Herz. Cartman Habitäre. Na, du hast nicht wirklich viel verpasst. Ich lese oder ich gehe gerade noch mal auf mein Bild ein, damit jeder versteht, was ich hier mache und was ich hier tue. Also, wir haben den Boss noch nicht angegriffen, werden wir aber jetzt gleich da. Und merci dir für deinen Resub im 10. Monat. Bist da schon lange dabei. Vielen lieben Dank. Ich hoffe, dir geht's gut. So, also, opale verhärtete Träne. Die kriegt man relativ spät im Spiel. Ich glaube, im Schneegebiet war das. Ich bin mir nicht mehr sicher. Also wie gesagt, erhöht unsere sämtlichen Defensivwerte. Und dann haben wir noch die gesprungene Dornenträne. Das ist eine der stärksten, oder besser gesagt, diese beiden Tränen sind 2 der stärksten Tränen, die man finden kann. Diese gesprungene Dornenträne ist im Endeffekt das gleiche wie die verrottete Schwertinsignie. Auch die verstärkt aufeinanderfolgende Angriffe. Also das deckt sich quasi. Okay? Das ist in meiner Arznei drin. Dann spiele ich noch einen Mana-Trank. Ja, das hat damit zu tun, dass ich eben meine Kriegsasche, also den toten Winkel, auch entsprechend oft nutzen kann. Und das ist alles in allem fast bei Bild. Dann haben wir noch 2 Wunder, beziehungsweise zwei Anrufungen, die ich spiele. Sind eigentlich ja, fast in jedem Bild vertreten. Das ist einmal der goldene Schwur. Deswegen braucht man ja das Fingersiegel, das was ich erklärt habe. Der goldene Schwur bufft sowohl meinen Angriff als auch meine Verteidigung. Und dann haben wir noch einen, das ist Flamme gibt mir Kraft, verstärkt nochmal meinen Angriff. Genau. Und das ist der komplette Bild. Und mit dem Bild will ich versuchen, den Kerl da drinnen umzupimmeln. Gut, haben wir ready, Freunde der Sonne. Wie gesagt, ich werde mir erst warm spielen müssen. Es wird noch nicht ganz so flüssig laufen. Aber ich werde mein Bestes tun, den jetzt irgendwie zu lernen und im besten Falle umzulegen, wobei ich das nicht glaube. Okay? Noch ein kleiner Hinweis an euch. Das Gröber habe ich ja vorher schon überschritten, ist auch angepinnt. Ich werde mich während des Bosskampfes nur sehr, sehr eingeschränkt auf den Chat konzentrieren, wenn überhaupt. Ich werde mich auf den Kampf konzentrieren, damit ich die Patterns lerne. Seid mir da nicht böse. Ich werde aber zwischen die Kämpfe immer wieder auf den Chat schauen und werde dann auf Fragen etc. pp. eingehen. Okay? Also nicht wundern, wenn ich während dem Kampf nicht viel rede oder halt einfach für mich selber da spiele. Es hat nichts mit euch zu tun, da geht es einfach nur darum, ich muss den Boss lernen. Oder ich möchte den Boss lernen. Okay? Nachdem jetzt das alles geklärt ist und es jetzt keine Fragen mehr gibt, die letzte Frage an euch. Sind wir ready? Zurücklehnen und lernen, Kinder, sagt Wifi. Ja, genau. Einfach mitfiebern, Freunde der Sonne. Ich werde mir jetzt einmal in Kampfposition begeben. Schön Start. Gib ihm. Are you ready? Ja, ich weiß ich nicht. Sag oder was ist, ich weiß das nicht. Na gut, dann, jetzt muss ich da gerade ein wenig mein Zeug da ein wenig zurechtrichten, damit ich mir jetzt da nicht irgendwie von irgendwas gestört fühle. Damit ich da ganz unbeschwert eindüdeln kann in das Viech. Gut, dann führen wir ein kleines Tänzchen. Okay.
Musik ist epic as fuck, aber hundertprozentig. Also mit dem Bosskampf haben sie sich absolut selber übertroffen. Sowohl in der Schwierigkeit als auch in der Atmosphäre. Ich hab meine Finger haben noch ein bisschen kalt. Also ich bin noch ein bisschen rostig unterwegs, aber das wird im Laufe des Kampfs bestimmt werden. Also ich hoffe es zumindest. Bisschen nervös bin ich auch, warum auch immer. Kleine erste Phase. Kleine erste Phase. So war es ideal, so müsste es immer laufen. Ja, schauen wir uns die Cutscene nochmal an, zwecks der Vollständigkeit. Lord Brother. At long last you are returned. Er ist einfach so ein Monster. Aspiring Lord of the Old Order. If you have known sin, if you grieve for this world, then yield the path forward to us. To I, Nicola, and my promised consort, Radahn. So, dann habe ich gelernt, da der Füße in die Hände nehmen, weil der nach oben steigt und sein Ult zündet und die macht quasi gefühlt. Ja, genau. Die zweite Phase ist so kriminell. Die zweite Phase ist kriminell. Aber die erste Phase, also wie gesagt, die erste Phase, wenn immer so läuft, dann war richtig, das war gut. Das war richtig gut. Aber bei der zweiten, da sprengt euch komplett seine Ketten ab. Das ist Wahnsinn. Ah, fuck. Das war greedy. Der ist eigentlich free. Okay. Oh, das Money war knapp.
Okay, wenn man das dodgt, weiß ich auch noch nicht. Alter, was? Okay. Schöne Buttermesser, oder? Ja, die hat er. Du kannst das eine oder andere Filet schön schneiden. Das ist auf alle Fälle. Also so grundsätzlich, also so die Angriffsmuster, glaube ich, die Basic-Angriffsmuster von EM bleiben in der zweiten Phase bis auf seine Lichteffekte gleich. Aber er hat halt auch neue Angriffe. Und das ist noch so ein bisschen das Problem. Der Angriff, da wo er so voll nach vorn schießt, habe ich keinen Plan, wie das dodgen soll. Ich komme auf die Seiten nicht weg, aber er erwischt mich halt trotzdem. Das sind jetzt so Sachen, die muss ich jetzt außerfinden, wie man was am besten effektiv dodgt. Weil so, glaube ich, vom Grundprinzip her ist er in der ersten Phase gleich wie in der zweiten, bis auf 2, 3 neue Angriffe, die er halt kriegt. Das ist halt jetzt das Ding, Learning by Doing. So. Das ist quasi mehr oder weniger der eine oder andere Fall zwangsweise vorprogrammiert. Oh fuck, jetzt hab ich mich verdruckt. Scheiße. Ups. Falsche Tasten. Ich finde einen schnellen Impuls beim Zuschauen. Frag mich mal. Keine Ahnung, ich weiß nicht warum, ich bin aus welchem Grund auch immer heute ein bisschen nervös. So. Und ich kann aber nicht sagen warum. Ich glaube, es liegt mehr am Boss als wir am Publikum, sage ich jetzt einmal was. Weil, ich meine, ihr seid ja sonst auch da. So. Verstehst du, wie man? Keine Ahnung, so ein bisschen zittrige Hände. Okay, let's go. Das Opening ist immer gleich, right? Ja. Oh fuck. Das auf Gesicht. Oh, das wird eng. Ja, mal. So dodgt man das. Okay, du musst rechtzeitig wegrennen. Er hat bei seiner Grundkombo einen Schlag drin, da tut er beide Schwerter in T. Er kommt 2 Sekunden gefühlt später als wir alle anderen. Und wenn ich den drin habe, habe ich eine oder 2 Sekunden Zeit, dass ich am Hits reindruck. Aber das ist halt. Aber okay. Der ist. Und dann können wir sehen, okay. Right. Der ist free.
Ja, Todesleck, merci. Oh, er macht es zweimal. Ja, leider nicht so clean. Durchdodgen, okay. Leck. Er hat, wie gesagt, in der zweiten Phase, da sprengt er sich komplett. Da legt er alle Hemmungen ab, die er hat. Weil das Problem ist, die Heiligangriffe, die werfen einen aus der Haltung. Das heißt, wenn ich da einmal drinnen stecke, tue ich mich ganz schwer wieder rauszukommen. Ah, war nicht hinter ihm, okay. Boah, du Sackgesicht. Da hat das zweimal gemacht. Okay, den habe ich. Hä? Boah, ich hab keine Ahnung. Aber wie denn? Wenn er in der Luft ist und dann mehrmals auf den Boden knallt, den weiß ich nicht, wie ich den dodge. Den weiß ich nicht, wie ich den dodge. Noch nicht. Aber das findet ihr außer. Gut, dass nicht heiß ist heute, da könnte man beim Zuschauen nicht ja. Ich glaube, ich werde nachher. Ich glaube, nach dem Stream, egal wie das halt ausgeht, ob ich, unabhängig davon, ob ich den lege oder nicht, wobei ich mir jetzt mit der Faust den eher nicht lege, werde ich nachher wahrscheinlich auch das eine oder andere Gramm leichter sein. Vermute ich fast.
Okay, da bleiben wir auf keinen Fall Zeit für 2 Angriffe. Ich glaube, der hat mich jetzt noch erwischt, oder? Ja. Oh, du Sack. Fuck. Ah, jetzt bin ich am Arsch. Das schaffe ich nicht. Wird so hektisch. Ebbinghausen habe ich die. Die zweite Phase wird so unfassbar hektisch, weil so viel auf einmal passiert. Aber zumindest kriege ich ihn konstant in die zweite Phase. Das ist schon mal was. Ich bin mir noch nicht so hundertprozentig sicher, ob diese Waffe per se eine gute Idee ist gegen ihn. Weil das Problem ist, du haust mit der Waffe immer zweimal zu und die Zeit hast du eigentlich nicht. Das muss noch Zeit testen. Ich hab offstream vor 2 oder 3 Tagen ein paar Waffen durchprobiert. Da könnte eine hat Potenzial, dass die vielleicht gegen ihn richtig gut sein kann. Aber da müssen wir jetzt, ich muss mir da jetzt noch ein bisschen spulen. Das kann, mal schauen. Also hundertprozentig drin, also ich bin da weit davon weg, den Boss richtig lesen zu können. Es wird schon stark, vor allem in der ersten Phase. Hat noch ein paar unnötige Treffer drin, auf jeden Fall. Aber zweite Phase sehe ich heute noch überhaupt kein Land nicht. Das ist das. Okay, Lul. Was so drauf war. Das ist jetzt wieder so ein Try. Da war die erste Phase relativ clean. Also, so von den Grundmuster, die er besitzt in der ersten Phase, ist er eigentlich gut lesbar. Aber das ist halt das Problem.
komplett neu. Komplett neu. Kenn ich nicht. Den habe ich ja so nicht kennt. Das heißt, der saugt die an, dann rennst du weg, dann springt er hoch und erst dann kommt das, was er eigentlich in der ersten Phase gleich macht. Zumindest, wenn ich das jetzt richtig im Kopf habe. Auf geht's, Basi, auf geht's. Ich versuche alles. Glaubt's mir's. Ich bin da. Ich tue alles, was in meiner Macht steht, dass ich das irgendwie geregelt kriege. Aber ohne Scheiß, alle Stimmen, die was ich gehört habe, bevor ich den Boss gemacht habe, die haben nicht übertrieben. Also der ist schon, holy shit, das ist ein anderes Level vom Boss. Also da kannst. Ich traue mir jetzt einmal vorab weit aus dem Fenster zum Lehnen. Ich glaube, dass From Software einen neuen, schwersten Boss hat. Also. 100%ig sagen kann ich es erst, wenn er irgendwann liegt. Aber so aktuell spielt er schon ganz mit. Ne? Vor allem, was die zweite Phase angeht. Hallo? Es trifft auch beim Springer. Ah, das war dumm. Ah, trifft's mir zweimal. Marlene, ja. Die ist auch heftig, ja. Wie gesagt, das ist jetzt nur so eine Momentaufnahme. Das kann sich noch ganz stark ändern, wenn ich den Boss tatsächlich mal richtig lesen kann. Aber ich sage mal so, er spielt schon ganz oben in der Liga mit von den schwersten Bossen. Das auf jeden Fall. Also die erste, wenn wir mal die erste Phase jetzt außer Acht lassen, aber in der zweiten Phase definitiv. Da spielt er in einer ganz anderen Liga. Also der Bosskampf in der ersten Phase ist nicht der gleiche wie der in der zweiten. Es sind zwei ganz verschiedene Kämpfe. So vom Gefühl her. Ja, das ist... Die grundsätzlichen Angriffsmuster sind definitiv die gleichen. Das Problem sind die Heiligstrahlen. Weil mir die instant aus der Haltung brechen. Und dann wird es dort schon schwierig. Tatsächlich. Es ist für euch jetzt natürlich ein bisschen Einseitigkeit, ne? Weil man halt nur aufs Maul rennen werden. Aber kämen da wieder andere Tage. Hoffe ich zumindest. Savi, grüß dich. Ah, Donuts, what the...
Was ist der Text, bitteschön? Ja, ich hab mir gedacht, Achso, du meinst, wer einen Shoutout? Ja. Das macht jetzt, wir haben botmäßig umgestiegen. Steht das noch bis zu, ich hoffe, dir geht's gut. Okay, come on. Das ist eigentlich eine gute Möglichkeit, sich dort zum heilen. Oh oh. Ah, das war's gut. Keine Ahnung, wie das dort. Gibt es da nichts, dass du die Blitze abwehren bzw. weniger Schaden bekommst? Doch, es gibt schon was, das ist eben das da. Das ist Heiligschaden, was der da macht, aber mehr als das kann ich nicht machen. Ich glaube eher, dass die Waffen für ihn nicht gut ist. Dass die Waffe auf ihn nicht gut zugeschnitten ist. Weil das Problem ist, speziell in der zweiten Phase, habe ich definitiv nicht die Zeit, 2 Hits zu landen. Die Zeit habe ich nicht. Weil ich so geringe Zeit, der gibt mir's, wenn er mir überhaupt ein Zeitfenster lässt, habe ich maximal Zeit für einen Schlag und der muss jetzt sitzen. Das ist vor allem in der zweiten Phase das Problem. Deswegen glaube ich, dass die Waffen per se, die für ihn praktisch eigentlich, also Black sagt, ist ihm nicht schnell. So. Die Waffen gegen Radan, die ist, glaube ich, auf lange Sicht gesehen, auf die Tries, die ich jetzt gemacht habe, ist sie nicht optimal. Einfach weil er zu viel macht. Der Boss veranstaltet zu viel. Und gerade, ich sage das selber, in der zweiten Phase dreht der völlig durch. Ich bin jetzt so aktuell in der zweiten Phase, wenn ich einen Hit lande, instant in der Stresssituation, weil ich von so vielen Dingen beschallt wird, dass man eigentlich quasi der Vorteil, den ich mir erarbeite, indem ich eine halbe Sekunden Luft kriege, wo ich zuhauen kann, den verbaue ich mir gleichzeitig, weil ein zweiter Hit nachkommt. Also sprich, die Zeit zwischen Zuhauen und wieder zurückweichen habe ich dann nicht mehr. Weil da zusätzlich noch mehr Schlag von der Waffen kommt. Deswegen glaube ich, dass die Waffen für ihn auf Dauer nicht perfekt ist. So. Von den Talismännern kann ich nicht mehr stark aus. Natürlich, ich kann jetzt da noch hergehen und sagen, okay, ich tue die Schwertinsignie weg und reduziere meinen Damage Output und tue einen Perldrachen-Talisman noch eine, dass ich noch mehr Resistenz gegen nicht körperlichen Schaden habe. Das Problem ist aber, dass er mich dann wahrscheinlich irgendwann outlebt, weil dann habe ich zu wenig Output. Dann überrennt er mich irgendwann so und anders. Deswegen möchte ich es erstmal mit dem Talisman-Setup weiter versuchen. Was vielleicht, also ich sage mal, wenn ich einen tauschen können müsste oder sollte, dann war es wahrscheinlich der. Entweder nochmal für mehr Damage oder für mehr Damage Negation. Eins von beiden. Ja, gut, alles gut. Alles gut. Alles gut. Wie gesagt, wenn ihr so Fragen habt, das könnt ihr mir heute auch ruhig stellen. Und wie gesagt, ich werde es nicht gleich während dem Kampf beantworten können, weil ich glaube, er kennt mich. Was ist das? Ah, das ist der Grab, okay.
zu verzögert. Oh, leck was? Okay, der geht über die ganze Map. Okay, aber es war, glaube ich, was die zweite Phase angeht, jetzt der beste Try. Das Pattern in der zweiten Phase ist halt wieder alles besser. Ja, ja, komplett. Also, wie gesagt, in der ersten Phase, es wird allmählich, langsam, aber die zweite Phase sehe ich noch kein Land nicht. Das ist noch weit über meine Fähigkeiten. Und wie gesagt, ich bin schon froh, dass ich ihn konsistent in die zweite Phase bringe. Das ist ja schon mal was. Ob ich dann letztendlich die Waffen damit switch, wird sie außerstellen die nächsten Minuten, Stunden, wie auch immer. Das bietet, glaube ich, Raum für 2 Angriffe. Oh, leck, der lange Range. Heilige Scheiße. Das war wasted, aber wie dodgt man das? Wie dodgt man das? Wie dodgt man den Angriff, wo er so komplett 4-mal auf dich runterhämmert? Wenn er nach oben steigt bei seinem Meteoritenangriff. Das muss irgendwie dodgen können. Wegrenner funktioniert nicht. Seitlich bewegen habe ich, glaube ich, noch nicht probiert. Ich probiere, also wenn er das nochmal macht, dann probiere ich mit zu am Lauf, ob das vielleicht eine Möglichkeit ist. Mal schauen. Du machst die zweite Phase besser, als du denkst, das schaut schon gut aus. Ich kann es halt selber unterm Spielen schwer einschätzen, ich sag das ganz ehrlich, was ist Abby. Aber, wie gesagt, die zweite Phase ist halt einfach nochmal 100% drauf. Zur ersten. Also Minimum, so. Was mir so vorkommt, in der ersten Phase geht's gemütlich in den Kampf, aber in der zweiten eskaliert er halt komplett, weil er die fast keine Chance... Genau. Und genau das nimmst du nicht nur so wahr, das ist auch so. Der lässt da
in der ersten Phase lässt er dich einmal ran und in der zweiten Phase sagt er, wenn du mich einmal berührst, dann schieße ich dich zum Mond und darüber hinaus. Und du musst halt in der zweiten Phase, also quasi übertrieben gesprochen, sind die Zeitfenster in der ersten Phase so und in der zweiten sind sie so. Also richtig übertrieben. So bei den anderen Bosse ist in der ersten so und in der zweiten so, also um die Hälfte weniger. Und der Radan reduziert quasi in der zweiten Phase, so, also jetzt vom Gefühl, das, was ich jetzt aktuell sagen kann, reduziert der Radan deine Zeitfenster um 90%, so gefühlt. So. Obwohl er halt, also wie gesagt, die Grundmuster haben die gleichen. Nur, dass halt seine scheiß Heiligangriffe noch dazukommen. So. Und ich glaube, dass du das schon irgendwie umgehen kannst, wenn du um ihn rumdodgst. Also Press an ihm draufstehen und quasi Spin to Win mehr oder weniger. Keksmethode? Du, glaube ich, da gewinnen wir bei ihm kein Blame auf nicht. Vielleicht der zweite Blonde, ich weiß es nicht. Das hat er vorher auch noch nicht gemacht. Jetzt hat er mich sauber blitzt. Ah, fuck. Oh, klickert. Ob wir denn das jetzt so schon sehen? Ich gehe mir schnell Kopflust die Ärger von du. Ich tue mein Bestes. Ebbing. Viel Spaß beim Einkaufen. Renne nicht, wir werden noch länger da sein. Bratpfannenstil. Die lange Combo, wo er am Schluss auf den Boden haut und wo dann einmal so Erdsplitter rauskommen, da habe ich ungefähr 4 Schläge Zeit, um ihm Damage zu machen. Das ist eine der größten Öffnungen, die er mir in der ersten Phase bietet. Und den Überkopf-Sprungangriff, den er macht. Wenn er so in den T springt, am Vorwärtshalter und mit beiden Klingen auf den Boden haut. Das sind die 2 größten Öffnungen, die er mir gibt. Das sind die richtigen, wenn ich das richtig hinbringe, dann habe ich da ganz viel Potenzial, Damage zu machen. In der ersten Phase. In der zweiten ist natürlich wieder ganz besonders. Lord Brother. Lösungsansätze hätte man nur, aber in dem Fall hilft Fürchte nur ja. Anders geht's eh nicht. Er behandelt uns ja auch nicht anders.
ist der gleiche Angriff wie in der ersten Phase, nur anders. Der Zulaufen funktioniert also auch nicht. Okay. Aber wie dodgst du das dann, ist die Frage. Weglaufen geht nicht, zulaufen geht. Muss dann einfach links oder rechts. Das war ja fast zu einfach, oder? Aber gut, das hilft eh nicht. Muss man eh probieren. Den mag ich sagen. Aua. Du weißt nur, dass ich jetzt 2 Waffen haben jetzt. Und wegen die Klingen meinst? 2 Katanas gingen. Ah, ja, es ist ein sehr ähnlicher Bild tatsächlich. Kann da noch sagen, bei Zeiten. Ah, der schaut dann an den Drecksack, wie er mir jetzt blitzt hat. Ah, das ist der Crab, okay. Rein nicht, schlechte. Du kriegst so einen Stress zum Tor. Du kriegst so einen Stress zum Tor. Ich hab ihn schon mal bei 50% gehabt, ich glaub nicht, oder? Ich hätte lieber die vom Boss. Ja, die schaut nicht schlecht aus, tatsächlich. Ja, also. Für die tägliche Dosis Cringe. Miquella, also sprich das Vibe, also optisch dieses Vibe, was du auf seinem Buckel dann in der zweiten Phase sich platziert, ist eigentlich ein Mann. Und Miquella ist der Bruder von Radahn. Sie haben sie bei der Elden Ring Welt wohl ein bisschen an der griechischen Mythologie bereichert. Ja? Also nur damit ihr mal das einmal gehört habt. Ne? Ihr müsst, in welchem Kontext ihr das jetzt setzt, das überlasse ich eurer Fantasie. Na, geh rein, da Zipfjadern. Da haben wir Meteoriten hier.
Schau, findest du... Ja, wer weiß, was die beiden betreiben, keine Ahnung. Der Martin hat die Story dahinter, also der hat die Story tatsächlich, also die Welt von, die Geschichte von Ding stammt aus seiner Feder, ja. Oh, lecker, das wird mir jetzt voll jucken. Oder auch nicht? Es macht so viel Schaden, das ist irre. Nein! Okay, tatsächlich seitlich weg, okay. Okay, tot. Boah, Leo, keine Ahnung, wie ich das überlebt habe. Wolle, wie soll ich denn... Wolle, wie soll ich denn das dodgen? Red mich am Arsch. Der Boss cheatet doch. Der haut einmal hin, 25% Leben, wenn's gelangt. Aber wisst ihr was? Ich werde da andere Waffen nochmal probieren. Da muss ich jetzt zwar umskillen, aber das ist fein, weil ich habe noch 4 Larven drinnen und ich kann nur weitere finden. Ich glaube, dass da... Jetzt passt's auf. Da muss ich eigentlich nur von Geschick auf Stärke umskalieren. Alles andere kann bleiben. Ja, alles andere kann bleiben. Das darf passen. Und zwar... Wo ist denn die Bosswaffen vom Gaius? Da kannst du nämlich auch irre Blutungsschaden machen. Also noch mehr als jetzt diese Waffe hat. Aber jetzt muss ich erst mal finden. Wo ist denn die? Das ist der Speer des Pfählers, die meine ich nicht. Bosswaffe von Gaius, wo? Moment. Da, Schwertlanze. Die hat eine B-Skalierung auf Stärke. Die braucht 21 Stärke, 11 Geschick. Okay. Ansonsten... Ja, jetzt pass auf, da muss ich aber jetzt schnell umskillen. Muss ich, Freunde der Sonne, seid mir nicht besser, aber das muss ich probieren, weil ihr sagt es eh. Der soll mir den Rabatt picken. Also wenn ich für jeden Hit, den ich von ihm kassiere, auf irgendwas 25% Rabatt kriege, Brudi, dann habe ich mein Leben im Griff, weil dann brauche ich für nichts mehr zu sehen. Is it thy wish? Ja. Now, So, das bleibt alles gleich. 60 Kraft. Geist lassen wir auf 20. So passt. Kondition der wir wieder auf 50. Gut. So, alles was in Geschick war, geht jetzt in Stärke, also sprich 60 Stärke. Geschick lassen wir halt dann auf 15, weil das Base ist. Dann machen wir 25 Glaube, die brauchen wir für Goldener Schwur. Ah, da bleibt uns jetzt sogar ein bisschen was übrig. Oh, wow, Aufstieg, herzlichen Glückwunsch. Ja, komm. Weiß, dass du bist. Alles andere bleibt eh gleich. Dann machen wir das in Stärke.
Der muss in Stärke, weil dann kenne ich mich hinterher wieder aus, weil dann weiß ich alles, was in Stärke war, kommt dann wieder in Geschick, falls ich wieder umskillen würde. Highlander, habe ich die Ehre, grüß dich gut. Alles fit? Ja, so, bei mir schon, beim Boss vermutlich auch. Geht ihm schon. So, die müssen ja jetzt, ja. Oh, Moment, wir machen ja jetzt ganz anders. Die Spielweise, jetzt pass auf, da muss ich mit den Flaschen Ohren ummodeln. Wobei, na, pass auf, das probieren wir so. Müsste eigentlich sich ausgehen. Uffe. Weil der Blutdruckschaum von der Waffe ist halt heftig, gell? Okay, das hittet mir jetzt. Oh, oder auch nicht? Hm? Ja, 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 Bulle! Au. Aua. Okay, die macht keinen Schaden. Promise you a 1,000-year voyage guided by compassion. Boah, leck, was ist denn das? Lord of the Old Order, let us go together. Was jetzt? Hallo? Herz gestohlen? Okay, krass. Der Crab, wenn du zweimal erwischt, bist du instant tot. Gehen wir gemein. Lol, da kriegst du eine Geste dafür, wenn dir das passiert. Walleck, das ist aber auch heftig, gell? Der Crab, wenn die der in der zweiten Phase zweimal erwischt, dann bist du tot. Instant. Da stirbst du auf der Stelle, egal wie viel Leben das du hast. Krass.
Hey, aber ohne Scheiß, die Waffe ist es. Habt ihr gesehen, der hat noch so viel Leben gehabt. Das heißt, ein Blutungsproc noch und der geht hops. Das war jetzt mit Abstand der beste Try. Mit Abstand. Ich darf die Kugel von der Kasperlmützenfrau mitnehmen, ihm zwischen die Füßkegeln, dann rutscht er aus, fällt und bricht sich das Knack. Zack, Boss erledigt. Ja, oder wir machen eine Stockschützenmeisterschaft und schießt man einfach über den Haufen. Das war natürlich auch eine Möglichkeit. Aber krass, dass der auch einen Safe-Dead-Angriff hat. Ich bin jetzt gerade am Spekulieren, ob es das im Soul-Genre schon mitgegeben hat. Dass ein Boss einen Angriff macht, der dich safe killt. Also natürlich jetzt nicht, wenn du an der Level bist, das ist ja dann wohl offensichtlich klar, aber ich glaube, das hat es so noch nicht gegeben. Man möge mich berichtigen. Aber also ganz ehrlich, die Waffen, das ist ein himmelweiter Unterschied. Das ist ein himmelweiter Unterschied. Ich glaube, so kann es in die richtige Richtung gehen. Ja, mit dem Piekser in den Popo. Easy. Da muss ich irgendwie versuchen, hinter ihm zu kommen. Fuck. Wie läuft's? Ich muss zwischen beschissen und Scheiße. Wir haben jetzt einen richtig hart guten Try gehabt, das war der vor dem jetzt, nachdem wir die Waffen gewechselt haben. Aber ansonsten, wir tasten uns langsam ran an diesen Burschen. Aber einfach ist er nicht. Holy shit, vor allem in der zweiten Phase. Die zweite Phase ist anderes Level. Ganz anderes Level. Ich hoffe, dir geht's gut. Warum trifft es ständig? Okay. Oder wie man sagen kann, von geschissen bis auf Arsch. Ja, genau. So ungefähr. Okay. Ja, steig hoch. Nö, du. Ich laufe jetzt einfach um nur.
Okay, wie man das... Ich habe keine Ahnung, wie man das dodgen soll. Na! I promise you, 1,000-year voyage guided by compassion. Oh, du Sackgesicht. Ja, das haben wir gerade, die sind... Alter, das ist so irre, wie der eskaliert. Was ist jetzt? Oh nein! Oh nein! Den kenne ich! Den kenne ich! Oh Gott, wir haben in der dritten Phase! Oh Gott! Oh! Oh! Oh, leck! Was ist denn mit dir gegangen hier wieder? Na, jetzt erwischt er mich schon wieder. Schon wieder der zweite Grab. Let us go together. Shit! Wenn ich den dodge. Ah, der war so einfach zu dodgen einfach. Ah, goddammit. Goddammit. Ja, wird. Die Waffen ist auf alle Fälle. Wir waren noch nie so gut nah dran mit der anderen Waffen. Das... Allen. Zu viel verzögere. Oder der Pix. Gut, dass er mir da so viel Zeit lässt. Aua. Der ist so übel, der Angriff. Ich hab keine Ahnung, wie man das dodgt. Na. Das ist so irre, der Typ. Oh, come on.
Schon wieder so knapp! Sind oft, glaube ich glaube, jetzt gehen die letzten 2, 3 Tries sind nur außen gewesen. Ich glaube, beim Try davor, wenn ich ihn noch mit erwisch, prockt Blutung. Jetzt bei dem Try, wenn ich ihn noch mit erwisch, prockt Blutung und bei beiden Male ist er down. Was geht für dringend was bitte? Ja, Freunde der Sonne, wir machen jetzt schnell kurz 1 Minute Pause, ich brauche was zum Dringen. Dwifey hat absolut recht. Ich hoffe, ihr enjoyt trotz dessen, dass es ein sehr einseitiger Content ist, den Stream. Ich weiß, dass es heute nur den Boss zum Sehen gibt und ich bin mir nicht sicher, ob man auch beim nächsten Stream noch mal zu Gesicht kriegen. Ich weiß es nicht. Wir haben, glaube ich, ganz gut dran. Die Waffen hat unfassbar viel verändert. Tatsächlich. Aber nichtsdestotrotz, schön, dass du hat's mich gefreut, dass ihr euch versammelt habt und mir beim Fällen zuschaut. Ich hoffe, ihr habt einen angenehmen Abend und ich hoffe, es macht den halbwegs Spaß, okay? Ich gehe jetzt schnell kurz was zum Trinken holen. Dort dasselbe, geht's zum Bieseln, halt was zum Knabbern. Ich fürchte, es wird noch eine kleine Weile dauern. Wir haben richtig dran. Viel angehen tut uns meine nimmer. Gut zu was Gesundheit an der Stelle. Und ja, machen wir uns einmal alle kurz ein wenig frisch, schnaffen wir schnell ein paar Sekunden durch, trinken wir was, es knabbert was und dann sehen wir uns in 1, 2 Minuten wieder, okay? In diesem Sinne bis gleich. Ich mache ein bisschen Musik zur Entspannung. So, Freunde der Sonne. Hibilul Habitieri, grüß dich Gott. Haben wir alle frisch? Ja, also wie gesagt, der Boss ist ultra hart. Also leck mich am Arsch. Da haben es alle nicht übertrieben. Danke, Leute.
Da haben sie alle nicht übertrieben. Aber, Freunde der Sonne, es hilft nichts. Früher oder später muss er fallen. Das hilft nicht. Wenn's DLC enden soll, muss der down. Da können wir nicht drum rum. Aber ich glaube, wir haben auf dem richtigen Weg mit das. Ich glaube, dass wir alles in allem auf dem richtigen Weg haben. Bevor die Frage kommt, das ist die Bosswaffen vom Ritter Gaius aus dem DLC. Ebenfalls mit Blutung. Und die hat halt einen 165er Blutungstick. Zum Vergleich, meine Rückhandklinge, die hat nicht annähernd so viel gehabt. Die hat auch schon guten Blutungsschaden gehabt. Aber die hat gerade mal 113. Und da haben wir über 50 mehr. Also, und das merkst du ganz deutlich. Erstens einmal am Schaden und zweitens einmal, wie schnell die Blutung kommt. Jetzt ist die Frage, ich glaube, dass wir an dem System jetzt erstmal nichts verändern. Wir hätten natürlich jetzt da theoretisch schon die Möglichkeit, dass wir einen Talisman ausrüsten, der wo die Waffenfertigkeit stärkt. Also sprich, die hier, der macht dann den Angriff noch mal ein bisschen besser, mit dem wir angreifen. Aber never change a running system. Ich glaube, wir bleiben jetzt erstmal dabei, weil wir haben jetzt 2-3 Tries gehabt, da war's 1000 Breacher knapp. Gell? Also da ist ein Muckifu, das da abgegangen, dass wir den längern. Deswegen, ja, belassen wir es mal dabei. Umsteigen können wir später noch. Okay, let's go. Ich hasse es, wenn er so verzögert zuhört. Oh fuck. Den habe ich noch nicht so drauf. Das machen wir klar, dass wir das nicht Lust. Ja, okay. Okay. Imagine, die da jetzt mal Runen verlieren. Radan, more like Yodan, ja. Keine Ahnung, ich glaube, wir haben jetzt mit Sicherheit, nicht, dass es relevant war für mich, aber wir haben jetzt mit Sicherheit bei 50, 60 Tries, mit Sicherheit. Locker. Da ist schon fast so. Den Verzögerten, der ist noch ein wenig, der ist mau. Der muss öfter vermieden werden. Mehr Öffnungen gekriegt.
Das kostet mir einen Haufen Zeit. Wenigstens kassiert es immer ganz so viel Damage. Au. Zombies. Ja, okay, jetzt bin ich sowas von dann. Weglaufen, ey, das! Deine Mama. Nö. Auch nachher. Sack. Oh nein, das wird mich sowas von penetrieren jetzt. Ah, schon wieder so knapp im Flippenhaus. Schon wieder um 1, 2 Schläge nicht. Ah. Ja, okay, nicht aufgemüht. Wir haben definitiv, ohne Scheiß, wir haben definitiv am richtigen Weg. Jetzt bin ich schon langsam bin ich confident, dass er machbar wird. Jetzt haben wir wirklich ein paar richtig gute Tries gehabt, wo man wirklich um Arschhaaresbreite geschlagen hätten. Es waren wieder zwei Tippfall noch und dann fällt der. Garantiert, weil dann die Blutung kommt. Gut, dass ich so einen weißen Chat habe, die wo sagen, erst mal durchschnaufen. Das ist tatsächlich so. Ich war jetzt übermütig wieder in den Kampf reingegangen. Also ohne Scheiß, wenn der weg ist, das schreiben wir sowas von fett auf meine Visitenkarten als Soul-Spieler. Das darfst du auch nicht mehr. Okay. Ah, der ist wieder... Verzögerten Hanso, die dürfen mir nicht passieren. Ja, der ist free. Okay, nice. Oh, jetzt gibt er dumme Idee.
Ja, und jetzt, ja, okay. Jetzt hat er mich wieder sauber verarscht. Drecks. Oh, jetzt fällt er sich ganz anders. Oh, leck, der fällt sich jetzt gerade ganz anders. A 1000-year voyage guided by compassion. Der hat jetzt alles anders gemacht wie die Kämpfe davor. Ah, jetzt bin ich tot. Ja. Auch nicht. Oh. Das wären jetzt über 6 Sekunden und bis friert. Muss ich nicht mehr. Komm her, Alter, was ist denn mit dir? Ja, keine Ahnung mehr. Ja, jetzt war er ganz anders. Jetzt war er von den Move-Patterns, die er jetzt gemacht hat, war ganz anders wie die letzten Tries. Also so wie er jetzt kämpft hat oder vorher noch nie kämpft. Aber okay, so muss man... Wie gesagt, wir dem schon. Wir dem schon. Wenn nicht heute, dann die nächsten Male. Das ist, machen wir da jetzt eh keinen Stress. Das wird eigentlich auch easy dodgebar werden. Okay, woran erkenne ich, dass er zweimal springt? Lol. Verbrückung zur richtigen Zeit.
keine Ahnung, wie ich das jetzt wieder geschafft habe. Ach komm, Alter. Ich kann nicht sehen jetzt. Jetzt macht er mir zu wenig seine normalen Patterns, die wo er in der ersten Phase macht. Der tänzelt mir jetzt zu viel out of order umeinander. Der macht mir jetzt sauber zwei seinen gehample Scheiß in seiner Luft, wo er dann immer wieder runterbricht. Das hat er jetzt fahren das ja auf einmal in die Spinnerei nach. Der ist mit falschen Händen da, mit falschen Füßen, falschen Händen, falschen Kopf, der ist mit dem kompletten falschen Körper aufgestanden, wenn du mich fragst. Aber die guten Tries werden wieder kommen, keine Sorge. Bin ich absolut davon überzeugt. Es ist nur ein Blutungsbrock, der da kommen muss. Dankeschön. Das ist so eine miese Kombi. Ja, Lust mir aber auch nicht jetzt. Oh! Ja, jetzt lässt er mich nicht mehr so an. Jetzt ist so eine Phase, da wo ich jetzt nicht dran komme. Da wirft er mich mit einem Schlag sofort aus der Haltung und dann bin ich komplett raus. Weil dann, weiß ich nicht, du findest es ganz schwer wieder in den Rhythmus zurück. Jetzt ist auch so ein bisschen die Phase in einer Bossbekämpfung, wo er vor mir andere Tricks auspackt, vor mir, wo er ganz anders agiert wie vorher. Wer rechnet, dass er Taktik wechselt? Ja, das ist ein bisschen ein falscher Zeitpunkt gerade.
Boah, die rechte, die kommt so unfassbar schnell. Das ist Wahnsinn. Der rechte Schlag von ihm, der kommt so schnell, dass er nicht dodgen kann. Er hat ein wenig was am römischen Kriegsgott. Ja, so ein bisschen von der Rüstung her, wegen der Löwen-Ding. Gernendorf. Ja, hat er so ein bisschen was, das stimmt tatsächlich. Hey, ich hab doch gerannt, hallo? Ja, okay, der ist verkorkst. Dass ich den nicht früher sehe. Ey, was ist denn jetzt mit meiner... Steht nicht. Ich hab's genau gewusst, dass es zweimal macht. Alter, wie zum... Oh, komm! Ja, okay. Komm ich nicht mehr weg. Ah, jetzt kommen wir ins letzte Drittel nicht mehr so oben. Da ist das Gefühl. Rice habe ich dir. Jetzt passt auf, wir probieren jetzt einmal mit mehr Damage. Vielleicht hilft es uns, wenn wir ein bisschen mehr Damage einbauen. Müssen wir mal schauen, wie sie sich verhält. Weil der kündigt den so breitfächig an, ich krieg noch nicht gedodged. Das ist auch easy dodgebar. Okay. Oh, du Arschgeburt. Boah, jetzt macht dann wieder anders. Ja, okay, komm. Oh, leck.
Also ich mach, ohne Scheiß, mach echt 3 Kreuzzeichen, wenn der am Arsch ist. Ohne Witz. Also so einen harten Boss habe ich schon lange nicht mehr bekämpft. Ohne Grammwitz. Timing versandt. Jetzt springt er wieder zweimal. Woran erkenne ich das? Warum hat das jetzt drauf? Das muss der keine so ganz. Ja, der kommt Premium. Ja, jetzt gerade ist so ein bisschen der Wurm drin. Jetzt gerade ist so ein bisschen der Wurm drin. Wir haben so 3 brutal enge Tries gehabt. Price ist fit bei dir. Aber der Damage reißt, glaube ich, nicht raus. Von der Waffen, von dem Talisman. Ich glaube, da war eher auf der Ausdauerringe. Oder mir verringert man Magie-Damage. Jetzt kann man auch noch probieren. Hä? Ah, jetzt mal ich bin eine halbe Sekunde spät. Okay, gut. Genau, das ist das Opening, was ich brauche. Gut. Ja, das ist genau das. Dann staggert er mich und dann komme ich nicht mehr weg und dann killt er mich. Das ist. Ah, das war jetzt wieder so ein Try gewesen, da, wo man so, da hätten wir aufbauen können drauf. War gerade auf der Firmenfeier, sagt mir so, bin froh, dass das Ringer angefangen hat und ich erwecken muss. Verstehe. Aber schön, dass du bist. Ja, wir beißen uns an dem Typen massivst die Zähne aus. Wir haben ja drei insane knappe Tries gehabt mit der Waffen, aber jetzt gerade so, jetzt die letzte halbe Stunde ist so ein bisschen der Wurm drin.
Ist langsam da mal Bratzen weh, so gesehen, wie es ist. Lord Brother. Ein guter Try. You are returned. Einmal gutes Pattern, dann kann vielleicht gelingen. Tarnished one. Aspiring Lord of the Old Order. If you have known sin, if you grieve for this world, then yield the path forward to us. Oh Gott, nein. Ich komm nicht mehr an ihm. Ich habe noch nicht einmal gehittet, seit der Phasenwechsel gemacht hat. Oh, come on, dude. Alter, der Rechte, der kommt so schnell. Oh Mann, die rechte Hand, die vor allem, oder seine linke besser gesagt eigentlich, sein linker Schlag, der kommt so unfassbar schnell, den kann ich nicht lesen. Den kündigt er null an. Der schluckt ein, also wenn ich merke, dass ein schlechter Schlag kommt, hat er schon 3 Mal eingeschlagen, so auf die Art. Das ist brutal. Der ist gnadenlos, der Angriff. Aber das war wieder ein wenig besser in der Try so. Das ist gut für den Kopf. Das ist gut für den Kopf. Ich werde jetzt aber dann nach dem Try tatsächlich einmal probieren. Mehr Magieresistenz. Kannst du das nicht immer machen? Ey, ich check's nicht. Okay. Oh, please, for the love of God. Er trifft mich. Ah!
Du nicht? Okay, nice. Boah, Alter, wie... Oh, leck mich doch am Arsch, ey. Oh. Okay, jetzt kann er mir, glaube ich, noch, keine Ahnung, gefühlt 100 Tries festlegen, das ist der schwerste From Software. Oder der schwerste Souls-like-Boss. Ich habe noch nie sowas derartiges bekämpft wie er. Da wo du so unfassbar wenig Öffnungen kriegst, um irgendeinen Angriff zu tätigen. Ich werde jetzt tatsächlich, ohne Scheiß, da bringt mir der ganze Damage nichts. Ich werd schauen, dass ich so viel wie möglich Damage irgendwie vermeide. Weil alles andere hat keinen Sinn. Weil die Blutung, die kommt eh oft nur... Den kann man tatsächlich... warte mal. Bisschen eine Idee. Weil die Waffen... Die regeneriert... Also die Waffenfertigkeit, besser gesagt. Die regeneriert Health. Jetzt ist die Frage, ob das Sinn macht, das auch noch eine zum Nehmen. Keiner. Stellt der Lebenspunkte-Regeneration vom Flashweapon deutlich. Das war natürlich jetzt auch nicht verkehrt, weil Heilung braucht man einen Haufen. Aber ich werde eher auf den Damage-Output verzichten, weil ohne Scheiß, wir kommen überhaupt nicht klar. Probieren wir jetzt mal durch, tatsächlich. Jetzt haben wir volle Resistenz gegen Heilig plus gute Resistenz nochmal gegen, generell gegen nicht körperlichen Schaden, dann Resistenz gegen körperlichen Schaden und ein bisschen LP-Regeneration gepaart mit der Asche. Jetzt schauen wir mal, ob es so funktioniert. Ob wir da vielleicht ein bisschen einen Profit rausschlagen können. Aber Damage ist, glaube ich, in dem Fall gegen den jetzt relativ, weil Blutung eigentlich unser Way to go ist. Und die kommt ja recht oft, wenn wir halt einmal treffen. So. Ne? Ja. Hat's bald gerannt. Jetzt bald gerannt. Oh! Brav, so ist er fein. Du kommst halt nicht mehr weg, da wenn er dich erwischt, bist du sowas von gefriert. Jawohl, den möchte ich haben. Ja, jetzt bin ich da. Ja. Kommst du mal weg. Keine Chance. Keine Chance. Die Heilung beim Angreifen ist richtig gut. Ja, ich habe jetzt tatsächlich nicht so wirklich drauf aufschauen können. Aber ganz ehrlich, ich glaube, das lohnt sich nicht. Der Talisman, glaube ich, lohnt sich nicht. Da gehe ich lieber tatsächlich eher, dass man meine Flaschen mehr heilt, mehr Heilung gibt. Oder mehr Leben. Mehr Leben. Wie viel Mana macht's aus?
An der Ausdauer, glaube ich, scheitert's nicht. Probieren wir den einmal, dass wir durch die Purpurflaschen mehr Heilung generieren. Weil dann sparen wir vielleicht einmal so eine Flaschen auf. Runenbogen verwenden. Wäre auch noch eine Möglichkeit, ja. Aber da habe ich nur 26 davon. Wir müssen es auf alle, wir brauchen erst mal wieder einen Strider, wo wieder halbwegs brauchbar ist. Verstehst du, wie ich meine? Warum haben das jetzt noch drauf? Warum möchtest du verarschen? Das erkennst du nicht. Du erkennst nicht, wann der zweimal springt. Okay. Komm, ey. Ja, okay, der Grab muss mich erwischen, geht nicht anders. A 1000-year voyage guided by compassion. Deine Mutter ist Compassion. Der wird mich treffen. Ah, nicht einmal. Nice. Ja! Holy fucking shit. Hey Weiber, außer Mitgliedess, halt gibt's Nudeln. GG. Leid, danke für die GGs. Danke, gut zu Fuß, danke für deine Einsatz. Alter, was ist denn das für ein geistesgestörter Boss? Bist du komplett des Wahnsinns, Miyazaki. Richtig geist, also kein Mensch hat da übertrieben. Die, wo gesagt haben, dass der unfassbar hart ist.
Heilige Scheiße, Alter, ist der Boss geistesgestört. 500.000 Echos gibt der. Ja, wie? Keine Endszene, oder was? Leck mich am Arsch. Ist das ein krasser Boss. Also, es ist nicht gespielt, mir wirft's gerade wirklich so. Das ist nicht gespielt, ich hab gerade so flattern, das ist brutal. Ich sag danke für die ganzen GGs. Die Waffen hat's rausgerissen. Und ich hab ein Solo gelegt. Das, also ganz ehrlich, das schreibe ich mir auf meine Visitenkarte. Ich soll jetzt auf zum Endboss. Oh, leck, wenn jetzt noch mal was kommt, dann flippe ich. Oh. Erinnerung berühren. Das erste, was ich jetzt berühre, ist den Ort der Gnade da hinten. Das sagt der wie es ist. Was anderes berühre ich jetzt nicht. Einfach na. Einfach na. Jetzt sitzen wir zuerst einmal hier. Und jetzt kommt erst der Endboss, dann flippe ich aus. Wenn jetzt da noch mehr ein Boss kommt, dann mach ich nicht mehr heute. Na, jetzt nimmer. If we honor our part of the vow, promise me you'll be my consort. I'll make the world a gentler place. Kranz des Lichts. Talisman? Kopfbedeckung? Ah! Der Kranz des Lichts, der Mikelas Haupt zierte, als er in göttlicher Gestalt zurückkehrte. Er hat begonnen, sich in nichts aufzulösen. Erhöht leicht die Weisheit, den Glauben und die Arkanenergie und stärkt gleichzeitig die Macht von Mikelas Licht. Dieser Kranz sollte das Fundament von Mikelas Zeitalter des Mitgefühls bilden, wäre es jemals angebrochen. Haha. Nö. Ja, okay. Keine Credits? Na, nix? Kann man da? No? Okay, hat der Hü, kann ja nix rufen. Kann man da hinten irgendwie hin? Und hinter das, ja, ich bin gerade am. Ja, nein, da kommst ohne Rost, da kommst auch mit Rost. Wow, leck, wenn da jetzt irgendwas rausgewachsen war, ohne Witz. Hat's mir jetzt gerissen. Jetzt darfst du ins Wirtshaus gehen, mal Höhe trinken. Geh jetzt dann auf und sauber Flaschen Hugo auf allein für mich mit den Mädels. Beziehungsweise ich verzieht mich irgendwie, keine Ahnung. Bleib dann da herunterhocken und sauf mich an. Ja, Freunde der Sonne, ich denke, das wird es hier wohl gewesen sein. Weil ich sage jetzt so nicht, mit was ich sonst noch interagieren kann. Seh ich nicht, Brudi. You know? Gut. Ja. An alle findigen Elden Ring Spieler, die wo den Boss bereits gelegt haben und sich jetzt aktuell hier im Chat befinden. Ist das DLC jetzt hier an dieser Stelle zu Ende? Ja oder nein? Weil ich bin mir jetzt gerade selber nicht sicher, weil wir haben
Wir haben alles gemacht. Also, meines Erachtens noch. Wir waren mal überall auf der Map. Wir haben alles irgendwie gemacht, was man machen kann. Wenn der Mr. Shadow noch da ist. Ich weiß es nicht. Vor ein paar Minuten hat er noch GG geschrieben. Aber ich schätze, vom Bauchgefühl her würde ich sagen, ja, das war's. Weil der Michaela jetzt quasi mehr oder weniger tot ist. Ja, und der Michaela hat uns ja mehr oder weniger daher geschickt. Ist vorbei. Dann war das Wort zum Samstagabend. Dann ist das DLC wohl hier vorbei. Ja. Okay. Bist du also jetzt der neue Elden Ring? Spreng ich aber der neue Elden Ring war ich vor dem DLC schon. Wo ich jetzt bin, weiß ich nicht. Herrscher des Reichs der Schatten, keine Ahnung. I don't know. Also ganz ehrlich, ich bin so froh, dass der Boss vorbei ist. Was mich ein wenig wundert, dass es keine Credits nicht gibt. Also quasi so, weißt du, so, ne? Elden Ring, Shadow of the Erdtree, produced by, bla bla bla, weißt du, die ganzen, ne, mit theatralischer Musik, was du ja eigentlich immer hast, wenn du einen Endboss legst. Ich hab die Story nicht verstanden. Das ist, ich sag jetzt, also, mal ein kleiner Aufruf an euch, alle da draußen, die wo sich jetzt gerade vor dem Bildschirm in meinem Chat befinden, wenn euch die Lore interessiert, diese Geschichte von Elden Ring, dann schaut's mal auf YouTube. Da gibt's 2 YouTuber, die ich euch da empfehlen kann. Grüße gehen raus, falls ihr das seht. Wahrscheinlich eher nicht, aber der Vollständigkeit halber. Das ist einmal der Artco. Der macht Failure-Sachen, der macht Mittelerde, der macht nordische Mythologie, der macht Cthulhu-Mythos, also alles, der schlüsselt alles ein wenig auf und der hat Elden Ring gemacht, also vom Main Game, vom DLC hat er noch nichts gemacht, tatsächlich. Den kann ich empfehlen, wenn euch die Lore interessiert. Oder ein Spell. Der Spell ist unfassbar tief drin in der Lore-Mechanik oder Thematik, was diese Spiele angeht. Der hat ein Lore-Video zu Bloodborne gemacht. Also wenn euch die Geschichte dahinter interessiert, zu den ganzen Charaktere, wie das alles zusammenhängt, wer der Michaela ist, wer die höhere Gnade ist und so weiter und so fort, dann schaut euch die 2 YouTuber mal an. Ich kann es euch später im Discord verlinken, wenn ihr das möchtet. Ja? Und an der Stelle halt noch der Aufruf an meinen Discord, kommt da drauf, wenn ihr noch nicht drauf habt. Also wenn euch, wie gesagt, die Lore interessiert, ich kann euch da gern 2 YouTuber dann noch verlinken. Da könnt ihr euch das dann einmal in Ruhe, wenn ihr mal an einem Nachmittag Langeweile habt, könnt ihr euch das anschauen. Aber das ist wirklich gut. Also ich habe mich da auch ein bisschen informiert und die Geschichte dahinter ist eigentlich schon gar nicht einmal so übel. Ja. Bei den From Software Spielen ist es halt auch Tradition, dass du dir das halt aus den Fingern saugen musst, aus jedem Item, was du findest. Ja. Also du müsstest dich halt im Ingame belesen, aber das macht effektiv keiner. Deswegen ist so die Story, wenn du das spielst, eher absolut drittrangig, wenn du mich fragst. So. Hast du jetzt geklickt, wie wir was zum Trinken geholt haben? Yes, vor ungefähr 10 Minuten. Aber Mr. Billinger, Sie dürfen sich gerne die Worte anschauen. Aber ich bin ganz ehrlich, ich bin froh. Lang hätte ich es jetzt nicht mehr ausgehalten für heute. Dann hätte ich wahrscheinlich gesagt, hey, es hat keinen Sinn mehr, hau mir einen Hut drauf. Aber Gott sei Dank, er ist endlich down. Dieses Arschloch, dieses Blonde. Wifi war schneller. Nein, wie gesagt, ich verlinke es. Ich weiß nicht, ob es heute noch tue, aber spätestens morgen. Nein, absolut nicht. Ich finde das nur gut, wenn sie Spieler und Boss auf die Goschen geben. Ja, meine masochistische Ader ist vollends befriedigt. Okay? Das ist ein Manko gewesen, dass nach dem Kampf nichts mehr wirklich kam, außer einer Stuhlcutscene. Ja, aus der wird halt auch kein Mensch schlau. Das ist halt. Ja, Michaela, also was ich jetzt verstanden habe, Michaela wollte eine Gottheit werden. Ich hätte eigentlich immer gedacht, sie war schon eine oder er war schon eine. Es ist ja ein Mann, das ist ja das Komische. Er schaut aus wie ein Weiberleid. Jetzt offenkundig gar nicht einmal so schlecht als Weiberleid. Ne? Also optisch hat er die jetzt nicht wirklich kreislich ausgeschaut, aber es ist halt ein Mann. Und er möchte seinen Bruder heiraten. Ich weiß nicht, was da dann rauswächst. Keine Ahnung. Also ich weiß nicht, wenn die da dann bepimmelt, keine Ahnung, was du da für ein Kind auf die Welt bringst. Ich weiß es nicht. Bekämpfen möchte ich es nicht. Bevor die Frage kommt. Aber schaut, dass es vorbei ist. Sweet Home Alabama. Ja, genau. Ja, Freunde, was soll ich sagen? Das war Elden Ring
Shadow of the Erdtree. Das komplette DLC. War ein unfassbar geiler Ritt. Es war ein anstrengender Ritt. Aber es war geil. Und ich bin offen, wenn die an einem zweiten DLC arbeiten, her damit. Nehme ich. In der Regel kämen eigentlich immer 2 DLCs. Also es kann durchaus möglich sein, dass die nur ein zweites DLC bringen für Elden Ring. Irgendwann die nächsten 2-3 Jahre. Wer weiß. Das Spiel ist nicht schlecht. Für die wo überlegen, ihr kriegt unfassbar viel Spiel für euer Geld. Ich glaube, Elden Ring kostet mittlerweile 40 €. Das DLC könnt ihr euch ja überlegen. Also ich sag schon dazu, das DLC ist um einen ganzen Zacken schwerer als das Hauptspiel. Das ist aber Tradition bei FromSoft. Also alle, egal ob Dark Souls, Sekiro hat leider kein DLC hingekriegt, aus welchem Grund auch immer. Aber egal ob es jetzt ein Dark Souls ist oder ein Bloodborne, die Main-Spiele, also das Hauptspiel, also sprich in dem Fall das hier, ne, ich will es jetzt nicht zu viel sagen, weil sonst werden gewisse Leute darin gespoilert, die aktuell selber Elden Ring spielen. Das Main-Game ist immer einfacher als die DLCs. Die DLCs legen mindestens eine Schippe drauf und die Endbosse sind bekanntermaßen geistesgestört. Bei dem haben es, glaube ich, 2 Schneeschaufeln 2 draufgebackelt. Also der war schon, mal abgesehen von der ersten Phase, lebt mich am Arsch. Also ich habe sowas derartiges noch nie bekämpft. Also, From Software, Mr. Miyazaki-san, oder Sama, keine Ahnung, wie man da sagt, Hut ab, hast du ganz gut gemacht. Okay, und es war genau richtiger, so wie du das gemacht hast. Genau. Aber wo ein Projekt geht, fangen andere wieder an. Ganz einfach. Michaela ist eine Frau und eine Halbgöttin. In der Lore heißt es, er ist ein Mann. Laut Lore heißt es, er ist ein Mann. Miyazaki-san, ja genau, der Miyazaki-san. Gut. Wechselt immer schon die Szene, weil echt viel passiert da mal jetzt nicht mehr. Leute hat's eigentlich getaugt. Hab ich eigentlich halbwegs mit Fails unterhalten können. Es war schon anstrengend, glaube ich, zum Zuschauen mit der Zeit, oder? Wenn man oben sagt, er kriegt auf derselben Stelle auf die Fresse. Ich hoffe, ich hab ihn unterhalten können. Kommen wir mal zu etwas, was wir schon ganz lange nicht mehr gehört haben, und zwar das Fazit. War super, ich hatte einen Riesenspaß. War Spannung pur, das freut mich. Fand ich nicht anstrengend, traumhaft, war im linken Augenwinkel sehr amüsant. Prof, habe ich dir, grüß dich gut. Das freut mich. Das bedeutet mir sehr viel. Wir haben ja schon lange kein Bazi-Fazit mehr gemacht. Wird einmal wieder Zeit. Mag gar nicht, es war wirklich schön, aber das Ende lässt einen ganz schön. Ja, das stimmt. Da kommen wir aber jetzt gleich dazu. Ich glaube, es ist kein Geheimnis, wenn ich sage, dass das Elden Ring DLC 13 von 10 ist. Was die optisch draufbackelt haben, was die landschaftstechnisch gemacht haben, wie sie es umgesetzt haben, war absolute Spitze. Es war das Main-Spiel schon richtig gut von der Welt her. Aber das DLC, wir waren 4-5 Mal wirklich baff von der Landschaft, die wir auch vor mir gesehen haben. Aus dem Nichts heraus. Das waren mehrere Gebiete, da wo ich gesagt habe, leck mich am Arsch, jetzt stirbe ich dann an Reizüberflutung, so quasi. Also optisch absolut allerhöchste Güte, optisch, spielerisch. Es hat anfangs ein paar Ruckler gehabt, ja, das haben sie aber mit dem ersten Patch gewaltig in den Griff gekriegt. Das Spiel ist seit dem Patch unfassbar flüssig gelaufen, konstante 60 Frames. Ist leider gekappt, da brauche ich jetzt der Mod, wenn es das aufschrauben jetzt, aber das reicht für mich. Ich bin da jetzt nicht so anspruchsvoll. Technisch in einem einwandfreier Zustand, bis auf ein paar wenige Ruckler, die es einmal am Anfang gegeben hat. Heute habe ich auch mal einen gehabt, aber ich glaube, dass das mehr an meinem PC gelegen ist, als wir am Spiel selber, weil da wo der Radan dann seine Explosion da macht, da wo keine Ahnung wie viele Frames auf einmal den Bildschirm überfuhren, kommt schon mal sein, dass da der eine oder andere Ruckler drin ist. Das glaube ich liegt aber dann eher am PC, an der Hardware. Tatsächlich, meine ich. Was am Anfang sehr oft kritisiert worden ist der Schwierigkeitsgrad. Das Elden Ring DLC, habe ich gerade eben angesprochen, ist um einiges schwerer als das Main Game. Also an alle meine Elden Ring Schützlinge, die wo gerade im Chat haben, Yassi, Dampfe, eventuell Mike, je nachdem. Wenn ihr euch das DLC holt, geht's davon aus, dass ihr da auf die Nase kriegt, wenn ihr aus dem Main Game kommt. Man kommt aber relativ schnell mit dem Schwierigkeitsgrad klar, weil
Weil du unter anderem neue Waffen findest, die halt eben auch stärker haben als wir Main-Game-Waffen. Also, da spreche ich jetzt nicht nur von der Rückhandklinge, also die hat mir richtig Spaß gemacht, die Waffen. Also, es sind richtig geile Waffen, was da reingebracht haben. Es gibt aber wohl auch einige Stärkewaffen, die wo unfassbar reinfetzen. Also, ja, ich kann den einen oder anderen verstehen, der wo sagt, wow, das DLC ist schwer. Was ich nicht verstehen kann, ist, dass man dann aufgrund dieser Tatsache Spiel schlecht bewertet. Weil dafür kann das Spiel nichts und das weiß man vorher. Ja? Also von daher, Schwierigkeitsgrad für mich als eingefleischter Souls-Spieler war auf alle Fälle gegeben. Also gerade am Anfang habe ich richtig zum Knabbern gehabt. Wenn man gerade mal den allerersten Boss in Betracht zieht, da wo ich überhaupt kein Land nicht gesehen habe. Aber an und für sich ist es machbar. Es ist auf alle Fälle machbar. Es ist jetzt nicht so, dass man sagt, leck, vergiss es. Ja? Zudem kommt halt dazu, dass das auch nicht verändert worden ist. Man hat so viele Möglichkeiten, sich das Spiel einfacher zu machen, in Form von Aschegeistern, in Form von sämtlichsten Buffs, die man sich holen kann, in Form von NPC-Charakteren, die nahezu bei jeder Bosstür vorn drauf pickern. Also, es braucht sich da auch keiner Schammer. Das sage ich immer wieder, wenn einer das mit Mimics oder was der Teufel was machen möchte, dann macht es. Das Spiel ist dazu ausgelegt. Jeder, der das nicht tut, macht es halt einfach schwerer. Okay? Das muss einem halt bewusst sein. Aber alles im Allen kannst du über das DLC nichts negativ sagen. Das DLC hat 30 oder 40 Euro, glaube ich, hat es gekostet. Es ist angegeben worden mit 40 Stunden. Ich muss schauen, aber ich glaube, dass das nicht gelang, was wir da reingehängt haben. Also 40 Euro für ein DLC in diesem Ausmaß, sage ich ganz ehrlich, da bringen andere Vollpreistitel raus und kann nicht annähernd mithalten. Ich glaube, da mache ich kein Geheimnis nicht draus. Und ich habe schon mal gesagt und ich sage es wieder, From Software ist einer von 2 Spieleentwicklern, wo ich bedenkenlos ein Spiel vorbestellen darf. Das ist halt eben From Software und einmal Santa Monica, wenn es um God of War geht. Diese 2 Kinder, die haben noch nie in die Scheiße gegriffen. Und das sind für mich so die 2, wo ich sage, okay, wenn die etwas ankündigen, das stelle ich vor, weil das wird gut. Das kommt auf den Markt und es passt. In der Regel. Bis auf. Ne? Wenn man jetzt den Endboss natürlich, den klammert man jetzt ein wenig aus diesem ganzen Fazit, weil der ist nochmal, ne, das ist der Happen DLC. Ne? Und da herum ist nochmal ein eigener Happen, das ist der Endboss. Der Endboss ist eine ganz andere Liga. Also, da haben sie, wie gesagt, 3-4 Schneeschauf ins Feld draufgebackelt. Aber es ist auch Tradition, der Endboss in jedem DLC ist halt einfach über. Der ist einfach über und der hat es halt jetzt einmal auf die Spitze getrieben. Und ich glaube, so ein bisschen hat das der Miyazaki damals ein wenig persönlich genommen, wenn du mich fragst. Der hat sich nämlich die Kritik natürlich auch nicht einfach so gefallen lassen, nachdem es geheißen hat, das ist das einfachste Souls-like überhaupt, was wächst mit dem Kinderscheiß. Now you're talking. Und dann haut er halt so einen Endboss hin, der wo die halt wirklich Stunden beschäftigt. Ich weiß nicht, wie viele Tries wir braucht haben, ich glaube 100 gelangen da jetzt nicht. Ich weiß nicht, vielleicht hat der Sein noch Mitzeit, ich habe keine Ahnung, aber ich glaube, dass, wie gesagt, da 100 Tries jetzt nicht gelangen, was wir da auch verduscht haben. Und das ist fein so. Es war ein brutaler Ritt. Also lange Rede, kurzer Sinn, wenn ihr Bock auf Elden Ring habt, kauft es euch, holt es ins DLC, ihr werdet es ein bisschen bereuen wahrscheinlich, aber am Ende eigentlich auch wieder nicht. Also bleibt bei der Meinung, es ist 13 von 10. Ohne Wenn und Aber. Wenn es dann noch nicht durch haben, fange ich damit an. Wenn es dann nur ein Zwickel kostet auf MMO, ja, ich helfe dir. Wenn du mir gerade Gänsehaut auf die Schienbeine gekriegt habe, wie du es gerade God of War gesagt hast. Ja, wer weiß, vielleicht werden wir heuer noch irgendwann überrascht. Oder nächstes Jahr mit einer neuen Ankündigung, wer weiß das schon. Ich tue mich halt mit meiner Waffe deutlich schwerer als im Main-Game, auch weil ich stur bin. Ich habe dich schon mal gefragt, was speist du noch mal? Ich glaube, da haben wir bei der Yassi im Stream schon mal drüber geredet, ne? War egal, ich beiß mich da durch in den nächsten 3 Jahren. Yassi, ich hab's dir im Stream schon gesagt, du hast so unfassbare Fortschritte gemacht, was Souls-Spiele angeht. Also, ich hab mich halt so, glaube ich, ein bisschen selber dabei ertappt, nachdem ihr geschrieben habt, hey Basi, du machst das gerade nicht schlecht. Das schaut schon ganz gut aus da beim Radan. Das sagt man selber nicht. Aber so vom Zuschauen her, und dann nehme ich auch einen Dampf jetzt mit ins Boot, wie seid ihr die letzten Tage und Yassi die letzten Wochen da entwickelt haben, es ist einfach schön zum sehen, dass da in der Community Leute anwachsen, die wo Gefallen drauf finden. So.
Ob jetzt ich da schuld bin oder nicht, das lasse ich jetzt mal im Raum stehen. Das weiß ich nicht. Aber falls die Frage kommt, ich bin mir keiner Schuld bewusst. Schauen wir mal, was mein nächstes Jahr für Spinnerei einfällt. Ne? Aber auf alle Fälle, die wo jetzt aktuell Drohhand, bleibt einfach dabei, versucht alles Mögliche, nehmt alles mit, was es Spiel gibt und dann wird das. Und dann findet es auch langfristig Gefallen dran. Dark Moon ist halt lang. Oh, ja, das ist, ja, stimmt, das ist ein bisschen langsam. Aber schau, das ist, da haben wir wieder bei dem Thema, es ist deine Art, das Spiel zu spielen und dann ist es auch fein so. Wenn du halt sagst, du musst das mit der Waffe spielen, dann machst du es halt einfach so. Ne? Du hast jederzeit die Möglichkeit, die Waffe zu wechseln und dich umzuskillen. Obwohl ich halt schon sagen muss, mit einer schnellen Waffe, mit der Rückhandklinge, hätte man gegen Radan wahrscheinlich kein Land nicht gesehen. Nächstes Jahr ist Pokémon Draw alle Nasslocken. Ah, das war brutal. Ah, das war brutal. Wenn ich das schaffe, beende ich meine Twitch-Karriere. Weil dann habe ich alles geschafft, für meine Verhältnisse. Dann habe ich die Leute dazu gebracht, dass sie sich Switch kaufen, dann habe ich die Leute dazu gebracht, dass Elden Ring spielen und dann habe ich die Leute dazu gebracht, dass Gefallen an Nuzlocke finden, das selber zum Spielen, die noch nie wirklich Berührung mit Pokémon gehabt haben. Also ohne Scheiß, das, wenn ich hinbekomme, werde ich meine Streaming-Karriere beenden. Sag wieder, wie es ist. Knallhart. Da kenne ich nix. Na, alles nicht, du kennst einen Influencer-Boss. Der Prof, Ich hänge am Dartmoon. Ja, klar, ich weiß schon, was herkommt, logisch. Aber es ist fein. Es ist fein. Also, wie gesagt, mach da keinen Kopf nicht. Wie gesagt, wenn du Bock drauf hast auf das Gamer so, wie du spielst, dann mach es so. Sponsoring, wo? Ja, Nintendo ist mir noch Sponsoring offen und From Software, weil man langsam auch mehr Sponsoring schuldig hat, was ich einer jetzt so Geld reingebracht habe. Also quasi unfreiwillig eigentlich, mehr oder weniger, ne? Ich war eigentlich der richtige Werbepartner. Ich sag gar nichts und gleich kaufen sie einfach. Aber okay. Und heute fängt er ja noch als nächstes Souls-like Spiel an, wenn ich das gerade richtig sage, was das Gerücht aufgegriffen. Erst wenn sich der Dampf für eine Switch gekauft hat und nur dann hast du es durchgespielt, dann spiele ich auch Elden Ring on Stream. So, oha, kann das wer Warleck sofort Screenshot machen und bei mir in Discord rein tun. Dwifey spielt on Stream Elden Ring, wenn sich der Dampfe eine Switch kauft. Dampfe kauft er sofort eine Switch. Tu es. Tu es. Egal, was du in deinem Leben bisher falsch gemacht hast, das kannst du richtig machen. Der Anton spielt The Lies of P. Ja, ich sag's grad. Na, also jetzt pass auf, weil der Billinger gerade sagt mit dem nächsten Souls-like, jetzt passt auf, folgendes. Wie wird's denn jetzt weitergehen? Wir haben ja vor Elden Ring 2 Projekte pausiert, wegen Elden Ring. Das ist einmal die Pokémon Nuzlocke von Luminescent Platinum, die geht weiter. Und wir haben Bloodborne pausiert. Auch ein Souls-Spiel aus dem Hause FromSoft. Da werden wir auch weiter tun. Bei Bloodborne haben wir schon ziemlich am Ende angelangt, im Endgame. Das wird nicht mehr ganz so lang dauern. Das DLC zu Bloodborne habe ich persönlich noch nie gespielt, möchte nachholen. Zudem geht man im Bloodborne nur noch eine Trophäe ab auf Platin, die werde ich on-stream holen. Also sprich, wir machen jetzt mit diesen 2 Projekten erstmal weiter. Ja, ich vermute mal, dass Bloodborne am ehesten fertig sein wird, vor Pokémon, so jetzt einmal, okay? Nach Bloodborne wird es wahrscheinlich erst Start August werden. Im August, am 22. glaube ich, wenn mich nicht alles täuscht, blöderweise genau nach meinem Betriebsurlaub, kommt das nächste Souls-like aus, auf das ich schon 4 Jahre warte oder 3 Jahre. Und das ist Black Myth Wukong. Spielt in der chinesischen Mythologie, schaut grafisch unfassbar geil aus. Das werden wir auch on-stream spielen. Bin mir noch nicht sicher, ob wir es als Marathon-Projekt bringen, wahrscheinlich eher nicht. Oder ob wir es halt einmal in der Woche bringen, je nachdem. Und jetzt kommt noch eine Info für euch. Yassi, ich nehme mir das jetzt einfach aus. Ich hoffe, du bist bei der Base, aber ich glaube, dass das in Ordnung ist. Wenn wir mit Pokémon fertig haben oder mit Bloodborne, das weiß ich noch nicht, da muss ich mit der Yassi noch mal schmerzen. Ich glaube aber, dass es eher gleich noch Bloodborne machen wird. Werde ich mit der Yassi zusammen ein On-Stream-Koop-Projekt machen, und zwar Monster Hunter World auf dem PC. Yassi und ich spielen gemeinsam Monster Hunter World, solange wir es uns halt bockt. Yassi macht sich einen neuen Account, ich helfe ihr,
Ich versuche hier was beizubringen. Ich habe selber sehr viel Monster Hunter Schule genossen beim Dev seiner Community. Und ich glaube, dass das ganz witzig wird. Ich hoffe, dass ich der Yassi da ein bisschen was beibringen kann. Ich bin auch kein Profi, nicht, um Gottes Willen. Aber das sind so ein bisschen die Aussichten für die nächsten Tage, Wochen. Okay? Mit Iceborne? Mit Iceborne, ja. Go Platin, Prof ist schon ganz heiß. Genau, so schaut's für die nächsten Tage, Wochen aus. Elden Ring war ein unfassbar geiler Ritt, hat unfassbar viel Spaß gemacht. Der Boss jetzt war kräftezehrend, aber war hammergeil. Und ich hoffe, dass vielleicht in 2 Jahren wieder ein DLC gibt, wo wir dann wieder in die Welt von Elden Ring wieder eintauchen dürfen. Ja? Zumindest on-stream. Es wird wahrscheinlich so werden, dass ich off-stream mit dem einen oder anderen mal Elden Ring zock. Vielleicht mit Mike, vielleicht mit dem Dampfe, vielleicht mit Uli beide. Vielleicht einmal mit der Yassi, ich weiß es nicht. Kann ich jetzt so genau nicht sagen, aber Elden Ring ist auf alle Fälle ein Titel, der bleibt immer in meiner Steam-Bibliothek ganz weit oben. Also ist immer mal eine Reise wert. So, ne? Da freue ich mich drauf, ich bin richtig warm geworden mit Monster Hunter World. Monster Hunter World ist ein unfassbar schönes Spiel. Kostet 8 € mit Iceborne, unfassbar groß. Ein mega geiles Spiel für sau wenig Geld. Hat Platin Bazi einen Platin-Ring geholt. Sigi habe ich der der Boss ist down. Noch, keine Ahnung, 100 Tries oder so. Ich weiß es nicht. Ich habe nicht Mitzeit. Ich kann das nicht sagen, aber 100 Tries waren es bestimmt. Super schön Spiel, ich freue mich jetzt noch auf die anderen 3. Bin ich gespannt. Genau, Freunde der Sonne. Nur weil ich jetzt on-stream-technisch Elden Ring-mäßig erstmal raus bin, haben aber noch andere Leute, die momentan voll in Elden Ring drin sind. Die Yassi ist in Elden Ring drin. Der Dampf ist voll in Elden Ring drin. Also, ihr werdet in unserer Bubble mit Elden Ring weiterversorgt. Gut weiterversorgt, okay? Da können wir auch gerne, Sigi, du kannst gerne mal für den Mike und für den Mike auch, für den Mike, für den Dampf und für die Yassi mal einen Shoutout machen. Leute, wenn ihr den noch nicht kennt, bitte schaut da drauf. Die machen allesamt so unfassbar guten Content. Unter anderem halt auch mit. Die personalisierten gängen jetzt nicht. Muss dann normaler machen, weil das habe ich beim normalen Bot, beim neuen Bot noch nicht eingefügt. Muss ganz normal. Muss ganz normal machen. Okay, das mag Twitch scheinbar auch nicht. Blöd. Okay, dann weiß ich auf alle Fälle, wo ich noch einfügen muss. Ja, okay, der will aber da. I'm sorry. Geht der normale Twitch-Shoutout auch nicht? Ah, jetzt halt. Genau. Der Twitch-Shoutout soll er geben. Ja, mit dem Bot muss ich mir nochmal anschauen. Wie gesagt, ich glaube, an und für sich hat er großenteils reibungslos funktioniert, aber da haben noch ein paar Sachen, die man noch ausmerzen kann. Aber das kriegen wir hin. Genau. Gut. Dann. Shoutout geht über Twitch. Macht's nicht über Twitch, Freunde der Sonne. Oder auch nicht. Dann ist Twitch aber kaputt. Vermutlich. Anyways. Mein zweiten Elden Ring Run können wir gern gemeinsam machen mit 400% mehr Leben. Also Dwifey hat mich heute privat in Discord eigentlich auf eine super coole Idee gebracht, wenn sie jetzt ihr alle einmal einen Run beendet habt. Dann machen wir einen Musketeer-Run. Ja? Du, also der Yassi, der Mike, ich und der Dampfe on-stream, einen Run einfach das Main Game. Fetzen wir ihm einfach durch, mit den Charakteren, die wir bereits haben. Ein New Game Plus Run, gib ihm. Volle Breze, voll aufs Maul. Wir fetzen ihm alles nieder. Aber Monster Hunter World mit Iceborne DLC macht die Story, aber wer durch einen Kumpel durch die Bosse gecarried, ja, das macht ja nichts. Es geht ja um einen Spaß. Genau, Mods. Slash Shoutout und dann einen Twitch-Namen. Es geht aber bloß ohne zwei. Was ist denn für Scheiß? Twitch, bist du behindert? Kannst du alle sehen? Also, das ist ja auch behindert.
Ja, wie gesagt, okay, dann weiß ich, wo ich die Tage noch in meinem Bot einfügen muss, nämlich personalisierte Shoutouts. Das machen wir auf alle Fälle noch. Ich glaube, das macht Sinn. Weil ich zuerst überlegt habe, brauchen wir es noch. Aber dann machen wir das auf alle Fälle also. Dann weiß ich zumindest, was ich morgen oder so, die Tage am Sonntag, was ich zum Tor habe. Ach, weil der Shoutout oben. Ja, okay, Twitch-Shoutout ist Schmutz. Sag ich schon. Aber wenn man nicht alles selber macht, meine Fresse. Aber gut. Gut, Leils, ich sag ein unfassbar großes Dankeschön an euch alle, die heute da waren, für den unfassbar krassen Support, der eingangs eingegangen ist. Ne? Irgendwie glaube ich, habt ihr es vorhergesehen, dass ich ihn scheinbar doch heute lege. Also wiegt es den Hype-Trend, den ihr da ausgelöst habt, auf Stufe 5 wieder ein wenig auf. Vielen lieben Dank an jeden Einzelnen von euch, die da für Support gesorgt haben. An jeden Einzelnen da draußen, die zugeschaut haben, die dabei waren, die mitgefiebert haben, die sich das angetan haben, jetzt da über 3 Stunden, glaube ich. Wie lange bin ich jetzt live? Fast 3 Stunden. Sich das auch da haben, wie ich den Boss da irgendwie versuche. Es hat sich scheinbar gelohnt. Ich werde ihn jetzt mit Souls-like Action weiter versorgen. Wir gehen jetzt zum Sei. Ja? Ich glaube, ich brauche nicht erklären, wer der Sei ist. Okay? Auf alle Fälle dort hier bitte eins, wenn ihr das noch nicht da habt, ein Following da lassen. Der ist nicht nur im Chat so geschubst, der ist auch im Stream so geschubst. Also zum Locher habt ihr da auf alle Fälle Epse. Der spielt halt sein erstes Souls-like, nämlich Lies of P. Also der ist auch ein Anfänger in diesem Genre. Das ist bestimmt ein wenig zum Schmunzeln. Aber wie gesagt, ich glaube, dass der addicted ist. Ne? Soweit ich weiß, hat er auch eine Wette mit der Yassi laufen. Aber da bin ich jetzt nicht so ganz drin. Ich glaube, irgendwie dass er mehr Tode zusammenbringt wie sie. Ich weiß es nicht genau. Keine Ahnung. Also in diesem Sinne, bitte lasst es da Liebe da. Und ja, sagt ihm, dass wir mir alle zusammenhalten, okay? Ich weiß noch nicht, wann ich wieder live bin. Morgen, wenn dann sehr spontan. Kann sein, muss nicht. Aber ich gehe mal davon aus, dass ich irgendwann kommender Woche, entweder Montag oder Mittwoch wieder live bin. Ich weiß es noch nicht. Ich kann es noch nicht sagen. Ich sage es dann im Discord, okay? Wie gesagt, einfach da drauf schauen, dann kriegt ihr die Infos, die ihr braucht, was mich um ein Stream angeht, okay? Ich wünsche euch alle einen zauberhaften Samstagabend, ein schönes Wochenende sollten wir uns jetzt nicht mehr hören. Wie gesagt, morgen wird es spontan. Und ich wünsche euch vor allem ganz viel Spaß beim Sei. Jetzt bin ich gespannt, ob der Raid-Command geht. Der sollte eigentlich gehen. Schon zauberhaft. Ja, ich habe sogar die Raid-Commands ein bisschen umgeschrieben, ne? Also, ich glaube, ich wisst, wie das läuft, kopieren und dann beim Sei einfügen und Liebe da lassen. Okay? Haut euch eine, vielen lieben Dank nochmal für alles und bis die Tage. Für euch. Lasst es euch gut gehen.